Tust du gern warten? Hast du schon mal an einer Kasse im Laden jemanden gefragt, ob sie oder er vorgehen will? Mal Hand auf, mach mal Umfrage. Doch einige, fast alle, super geduldige Kirchengemeinde. Die Zeit zwischen der Auffahrt von Jesus und dem Kommen vom Heiligen Geist war eine Wartezeit von 10 Tagen. Und in den 40 Tagen zwischen der Auffahrt von Jesus an Ostern und seiner Himmelfahrt hat er seine Jüngerinnen und Jünger nochmal alles erklärt, was das Reich von Gott, Gottes Königsherrschaft betroffen hat. Ich habe noch ganz etwas Interessantes gefunden. Es heisst, und als Jesus mit seinen Jüngern versammelt war. Das habe ich gar nicht gewusst. Das Wort versammelt war bedeutet auch, wo Jesus mit seinen Jüngerinnen und Jüngern zusammen gegessen und getrunken hat. Am Freitagabend ist die lange Nacht der Kirche zum 5. Mal in Dürrenesch stattgefunden. Ein gemeinsamer Pinsaplausch, das heisst eine Pizza mit luftigem Teig, wo der Markus Wipf alias Bobesch für uns gebacken hat. Über 70 Personen haben teilgenommen, vom 4-jährigen Knopf bis zum 82-jährigen Oma und Opa. Auch viele Teenager. Auch am Sonntag werden wir zusammen wieder einen Brunchgottesdienst feiern, das Kirchenfest mit den 6-Klässlern. Wieso? Zusammen essen und trinken, das stärkt Gemeinschaft und baut Freundschaften über Generationen hinweg. Weil wir alle wollen ja essen und trinken. Zusammen essen und trinken befreit uns auch aus der Einsamkeit. So wird eine Kirchengemeinde zur Kirchenfamilie. Wir bieten im Jahr rund 55 Gottesdienste an, plus monatlich ein Spezialanlass, wie zum Beispiel ein Konzert, ein Ausflug oder ein gemütliches Treffen. Dazu Religionsunterricht an vielen Stufen und viele Jugendanlässe. Wegen dem ist es mir auch wichtig, dass wir möglichst an allen Treffen, wenn wir gemütlich zusammen essen, dass es eine Refinanzierung gibt, damit wir auch in Zukunft solche farbenfrohe Anlässe anbieten können, ohne dass es ein zu grosses Loch in unsere Kirchenkasse reisst. Wieso zusammen essen und trinken? Das Ziel besteht darin, dass wir unsere Kirchengemeinde zum 3. Ort etablieren. Das ist der Ort, wo wir gerne zusammen Freizeit verbringen. Jesus hat mit seinen Jüngerinnen und Jüngern Gemeinschaft gefeiert und auch wir werden nachher zusammen das Abendmahl feiern und uns daran erinnern, was Jesus für uns gemacht hat. Die Jünger, wo sie zusammengekommen sind, haben sie Jesus gefragt: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel wieder das Reich her? Mit eigenen Worten ausgedrückt haben die Jünger von Jesus ihn gefragt: Wirst du die Römer mit Gewalt oder mit einem Wunder aus Israel vertreiben? Jesus sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Auch wir wissen nicht, wenn das 1000-jährige Reich anfängt. Besonders in den USA, in den Vereinigten Staaten, gibt es seit 150 Jahren viele Spekulationen zum 1000-jährigen Friedensreich. Das ist ein richtiger Sport und ein Hobby unter den Theologen und Pfarrern dort. Spekulieren über das 1000-jährige Reich. Doch Jesus erklärt uns im Lukas-Evangelium, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Man kann auch übersetzen, das Reich Gottes ist innerhalb von euch. Wenn wir dem Heiligen Geist in unserem Leben Raum geben und christliche Gemeinschaft pflegen, dann ist das Reich von Gott. Das Reich von Jesus, dort wo er König ist, wo wir mit ihm reden, im Gebet. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Diesen Satz habe ich an die Kirchenwand Lütwil anschlagen lassen.
Interessant ist, dass Jesus davon redet, dass wir werden Kraft empfangen. Er braucht hier Zukunftsform. Er macht uns hier damit Hoffnung. Wir leben in der Zwischenzeit, wir leben in der Spannung, dass wir einerseits den Heiligen Geist schon haben und spüren, dank Jesus in unserem Leben, aber andererseits sind wir noch nicht im Himmel. Wir sind noch nicht im definitiven, im endgültigen Reich von Gott. Und Jesus hilft uns jetzt, diese Spannung zu ertragen. Er schenkt uns Freude, wenn wir erkennen, dass er unsere Schuld getragen hat und vergeben hat. Und dass wir durch das dürfen befreit leben. Ich habe mir im Vorfeld vor dem Gottesdienst auch gefragt, was gibt denn mir persönlich Kraft in meinem Leben? Und ich will euch hier ganz einen persönlichen Einblick gewähren. Es gibt mir Kraft, weil ich weiss, dass Gott mich liebt. Egal, ob ich seine Liebe spüre oder nicht. Egal, wie ich mich fühle. Auch wenn ich sündige, ändert das nichts an Gottes grundsätzlicher Liebe zu mir. Weil Gottes Wesen, seine Persönlichkeit ist Liebe zu uns. Alles, was ich mache, wird zwar im Himmel in einem Buch aufgeschrieben, aber die Hauptsache ist, dass ich dank Jesus im Buch vom Leben stehe und nach meinem irdischen Tod ewig wird bei Jesus im Himmel dürfen weiterleben, weil ich das Geschenk von der Vergebung von meinen Sünden bewusst angenommen habe. Wenn Menschen mich kritisieren, verletzt mich das zwar im ersten Moment, doch an einem späteren Zeitpunkt prüfe ich, welche Punkte an ihrem Tadel einen wahren Kern enthalten und korrigiere dementsprechend mein Verhalten. Das mache ich zusammen mit erfahrenen Seelsorgern. Wenn ich ungerechtfertigterweise kritisiert werde, erinnere ich mich als jüngster Gericht, dass einmal alles wird auskommen. Auch alle unsere verdeckten Motive, Motivationen, Pläne, Worte und Taten werden dann aufgedeckt werden. Und Gott wird Gerechtigkeit schaffen. Die Auffahrt von Jesus zu Gott Vater im Himmel bestätigt mir, dass es so wird sein. Weil Jesus nicht einfach ganz normaler Mensch war, sondern der Sohn von Gott. Wegen dem habe ich eine begründete Hoffnung für meine Kraft. Auch das Reden mit Gott im Gebet gibt mir Kraft, so wie das Lesen in der Bibel, das Feiern vom Abendmahl und die christliche Gemeinschaft mit euch. Besonders, wenn ihr darüber berichtet, wie Gott in eurem Leben wirkt. Jesus verspricht auch uns, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Bei der Vorbereitung von dieser Predigt habe ich gelernt, dass das eine Erfüllung ist von einer alttestamentlichen Prophetie aus dem Jesaja-Buch. Ich habe das gar noch nicht gewusst, aber es ist doch interessant, ich wollte das gerne mit euch teilen. Gott sagt im Prophetenbuch Jesaja: Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, und mein Knecht, das heißt Jesus, den ich erwählt habe, damit ihr erkennt und mir glaubt und einseht, dass ich es bin. Vor mir wurde kein Gott gebildet und nach mir wird keiner sein. Also Jesus erfüllt hier mit seinen ersten Jüngerinnen und Jüngern die Voraussage aus dem Prophet Jesaja. Und ich sage es immer mit eigenen Worten ausgedrückt: Dank Jesus wird der Glaube an unsichtbaren einen Gott wird weltweit. Und das hat angefangen. Auffahrt. Der weitere Verlauf der Apostelgeschichte zeigt uns genau die Stationen von der Ausbreitung vom Evangelium, vom christlichen Glauben. Zuerst in Jerusalem, nachher in Judäa, in Samaria und bis ans Ende der Welt, bis nach Rom. Auch wir führen das christliches Leben nicht nur in der Kirche, hoffentlich am Sonntagmorgen 1 Stunde, sondern auch überall, wo wir sind. In der Schule, Weiterbildung, am Arbeitsplatz und im Privatleben. Wenn wir unsere Gaben, die Gott uns gegeben hat, einsetzen. Nicht alle von uns haben die Gabe der Evangelisation. Die Gabe der Evangelisation, andere Menschen zum Glauben an Jesus einzuladen. Aber alle von uns haben die Gabe der Liebe geschenkt bekommen.
Und wenn wir Liebe üben, sind wir Zeugen von Jesus. Und als Jesus dies gesagt hatte, wurde er vor ihnen Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Da muss ich ein bisschen ausholen. Im Alten Testament und auch im Neuen Testament steht die Wolke für die Herrlichkeit von Gott. Und ich habe hier mal 4 Beispiele rausgesucht. Es gibt noch mehr, aber einfach die 4 bekanntesten Beispiele, dass man das ein bisschen im Hinterkopf hat. Die Wolke steht für Gottes Gegenwart, für seine Herrlichkeit. Und das erste Beispiel ist, als das Volk Israel in der Wüste war, hat Gott eine Wolkensäule geschickt, die vorangegangen ist und das Volk Israel geführt hat. Und in der Nacht amigs eine Feuersäule. Das zweite Beispiel ist, wenn die Wolke von Gott den Tempel in Jerusalem erfüllt hat, ist das ein Zeichen vom Heiligen Geist, von seiner Gegenwart. Das dritte Beispiel, im Neuen Testament auf dem Berg der Verklärung hat Gott Vater in einer Wolke geredet zu seinem Sohn Jesus und alle, die dort herum waren, haben das gehört. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ihn hört. Also hört auf Jesus. Macht das, was er sagt. Und jetzt, das vierte Beispiel ist, eine Wolke hat Jesus in den Himmel aufgenommen. Und eine Wolke ist immer auch ein theologisches Geheimnis. Es ist ein Paradox. Einerseits zeigt sich uns Gott in einer Wolke, andererseits verdeckt die Wolke auch Gott und verhüllt ihn. Gott offenbart sich, indem er sich verhüllt. Er zeigt sich uns, indem wir ihn aber nicht anlangen und auch nicht anschauen. Das ist auch in unserem Leben oft so, dass die wenigsten von uns, mich eingeschlossen, Gott schon von Angesicht zu Angesicht gesehen haben, aber wir erkennen seine Spuren von der Liebe und von seinem Wirken in unserem Leben. Seine Liebe, die um uns ringt, die auch durchs Gewissen an uns arbeitet. Und als die Jünger gespannt zum Himmel schauten, wie Jesus auffuhr, siehe, da standen 2 Männer, 2 Engel, in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen: Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Da lesen wir schwarz auf weiß, dass Jesus wird wiederkommen. Und wir wissen, dass er wird wiederkommen, aber nicht wenn er wird wiederkommen. Und das 1000-jährige Friedensreich wird dann anbrechen, wenn Jesus wird wiederkommen. Da kehrten die Jünger nach Jerusalem zurück, von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg entfernt, etwa 1 Kilometer. Und als sie hineingekommen waren, stiegen sie hinauf in den Obersaal, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Ich musste ein bisschen schmunzeln bei der Vorbereitung, weil die Jüngerinnen und Jünger, die sind ins erste Kirchengemeindehaus gegangen, um zusammen zu beten und auf die Verheißung von Gott zu warten. Gott wirkt, wenn wir beten. Er zeigt uns den nächsten Schritt. Das habe ich schon oft erlebt, wenn ich gebetet habe, gerade mit anderen Menschen. Nachher folgt in der Apostelgeschichte eine Liste mit den Namen der 11 Jünger, der 11 Apostel. Und nachher ganz interessanter Schluss und Anmerkung, was heisst, diese alle, also eben die 11 Apostel, die 11 Jünger, diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Also die Urgemeinde, die ersten Christen, die haben bestanden einerseits aus der Familie von Jesus und aus seinen Freunden, aus ganz unterschiedlichen Frauen und Männern. Auch in unserer Kirchenfamilie sind alle herzlich willkommen. Voller Freude tue ich das amigs erwähnen, wenn jemand mit der ganzen Familie kommt, mit 3 oder sogar 4 Generationen. Das freut mich immer so, wenn jemand dann mit dem ganzen Familienclan an einem Gottesdienst oder an einem Anlass teilnimmt. Auch Menschen ohne Ehepartner und ohne eigene Familie sind herzlich willkommen. Wir sind alle gleich wertvoll in den Augen von Jesus.
Genau vor einem Jahr bin ich mit meiner Frau Christina in Deutschland in Greifswald und habe dort auch einen Open-Air-Gottesdienst erlebt, an Auffahrt und an Himmelfahrt, und mehrere Gemeinden haben das zusammen gefeiert, mehrere Dörfer. Es war eine schöne Schar. In Deutschland wird Auffahrt auch Himmelfahrt genannt oder auch Herrentag, weil der Herr Jesus in den Himmel aufgefahren ist, auch Männertag. In Greifswald haben Christina und ich hautnah miterlebt, wie Männer am Auffahrtsdonnerstag mit einem Leiterwägeli voller Bier unterwegs waren und sich sinnlos betrunken haben. Es sind auch viele Unfälle passiert aus Übermut und Unachtsamkeit. Leider scheint der Brauch jetzt auch in der Schweiz immer mehr Fuß zu fassen. Der Heilige Geist hilft uns, dass wir unsere Erfüllung nicht im Alkohol oder in anderen Drogen und Suchtmitteln suchen, sondern in der Liebe von Gott Vater, die er uns in seinem Sohn Jesus Christus zeigt. Jesus Christus befreit uns von Sucht und Abhängigkeiten, auch wenn das teilweise ein längerer Prozess kann sein. Ich habe mich so gefreut, dass das Segelfiguren-Team heute eine Ausnahme gemacht hat, weil das ist meine Lieblings-Segelfigur-Szene. Ich finde das so herzig, wie Jesus mit den Wolken raufgeht. Jede Auffahrt freue ich mich darauf, das wieder zu sehen. Am Anfang hat es geheißen, ja, nein, wir können die Segelfigur nicht aufbauen, wegen Baustellen und alles, und das ist eine riesige Sache und so. Und jetzt ist Ausnahme, ich freue mich so. Jesus ist zu Gott Vater mit einer Wolke in den Himmel aufgeflogen. Jesus kann fliegen, wir nicht. Wegen dem rate ich allen davon ab, Extremsport zu betreiben. In der nächsten Woche werde ich das erste Mal mithelfen, einen 21-jährigen Angehörigen der Armee zu bestatten, weil er vor 2 Wochen mit einem tödlichen Gleitschirmunfall tödlich verunfallt ist. Besonders für Männer ist es ein Kick. Das Adrenalin, der Nervenkitzel und das Spiel mit dem Tod beim Extremsport. Und das entfaltet ein höchstes Suchtpotenzial. Aber Jesus bietet uns langanhaltende Freude an. Jesus verspricht uns durch den Heiligen Geist unsere tiefste innere Sehnsucht nach Liebe und Annahme zu stillen. Und durch das bitte ich euch jetzt, dass ihr auch betet für eure Kinder, für eure Enkelkinder, dass sie keinen Extremsport machen und dass ihr ihnen erklärt mit euren Worten, dass die Liebe von Jesus für sie gilt und dass sie das nicht suchen müssen in tödlichen und extremen Sport, wo ihnen das Leben kosten kann. Ich bin so traurig, dass der junge Mann 70 Jahre von seinem Leben in den Sand gesetzt hat und nicht gelebt hat. Und ich rechne mit der Beerdigung von 400 Leuten. Bitte betet auch für mich. Die Auffahrt von Jesus ist die Überleitung von Ostern und Pfingsten. Was mir das erste Mal aufgefallen ist beim Meditieren über den Anfang der Apostelgeschichte, in dieser kurzen Einleitung tauchen viele Begriffe auf, Namen und Symbol für den Heiligen Geist. 3-mal taucht auf der Heilige Geist, einmal die Verheißung des Vaters. Gott Vater verspricht uns, den Heiligen Geist zu geben, der uns führen und leiten. Einmal taucht Wasser auf, als Symbol für die Taufe, wo Johannes der Täufer gemacht hat. Einmal taucht Öl auf, im Begriff Ölberg. Das erinnert uns an Psalm 23. Du salbest mein Haupt mit Öl. Das heisst, du hast den Heiligen Geist auf mich gegeben. Und dann auch Kraft. Der Heilige Geist verleiht uns Kraft, unser Leben nach Gottes Willen zu meistern. Wir dürfen Jesus vertrauen, dass er auch uns, den Heiligen Geist, und damit seine übernatürliche Kraft verleiht. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Amen.